Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Oh, jetzt wird es gar ein bisschen dunkel. Moment schnell. Ich habe die Türen zugemacht da hinten, weil viele Leute immer reinschauen, wenn ich da in der Werkstatt bin, bzw. in der Garage bin. Genau, herzlich willkommen zum neuesten Video. Wir haben noch nie so ein Video gehabt, wo ich in der Garage war, eigentlich immer Motovlogs, jetzt in letzter Zeit relativ viel Commentaries bzw. Reaction. Und ich habe mal gedacht, ich wollte mal über meine Autos reden und warum dass ich 3 Autos habe. Und ich wollte zuerst mal die Vorgeschichte sozusagen, die Autos, die ich vorne hatte, sagen, warum dass ich die nicht mehr habe und dann, warum dass ich jetzt die habe. Genau, also ich habe zuerst den Suzuki Swift 1,0 GL gehabt, den ich von meinem Gott bekommen. Warum habe ich den weggegeben? Es war dort eine Benzinpumpe das Problem. Und ein Rust, ich weiß nicht, wie viel Rust das tatsächlich gewesen wäre. Ich habe es mir eingeredet und natürlich, der Mechaniker hat auch ein bisschen Zunder gegeben, dass ich natürlich dann den Audi 1,8T, genau so hat er geheißen, 1,8 Liter, genau, den habe ich dann gehabt. Dann habe ich den auch weggegeben. Wäre auch alles super gewesen, aber ich hätte mir das niemals, wie sagt man, ich hätte mir niemals 2 Autos können leisten sozusagen. Oder meine Mutter hat es mir niemals zugelassen. Dann habe ich den hier gekauft. Das zeige ich euch mal kurz, wenn man da sieht. Wie gesagt, ich habe die Türe zugemacht. Das ist der Mazda MX-5 NB. Ja, ich... So, euch sonst noch kurz, man sieht nichts, es ist natürlich auch viel dunkel etc. Ich tue neue Bilder einblenden. Das ist das Coupé. Genau. Das ist das Coupé. Ich tue euch auch Bilder einblenden. Es ist blöd, jetzt das extra wegzumachen. Und dann habe ich noch den Opel. Der steht da außen. Das ist der Opel. Und ich habe Opel Astra G mit bis mit 130 PS umeinander, 2 Liter. Das ist jetzt mein Alltagsauto. Und genau jetzt, wie kann ich, es ist jetzt schon ein relativ langes Video, wie zum Teufel habe ich 3 Autos? Also es ist so, ich habe nach dem 1,8 Liter Audi habe ich den Mazda gesehen, ich habe gewusst, also mein Bruder hat ja einen GT86, ein heckantriebenes Auto. Und ich habe dann gefunden, hey, ich kenne doch ein Auto, das ist ein Cabriolet bzw. ein Roadster und ist heckantrieben. Und dann habe ich den Mazda gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Mazda auch gemeint habe damit. Und ja, habe dann natürlich den Audi nicht mehr haben. Also den A3. Und dann habe ich den gehabt. Und wie ihr schon auf den Bildern gesehen habt, ich blende noch mal ein paar Bilder ein, ist der mittlerweile nicht mehr wirklich alltagstauglich. Je nachdem, wenn du in die Tiefgarage reinfährst, wenn du über Trottoir reinfährst, wie auch immer, oder wo auch sonst, es ist das Problem Frontspoiler, es ist das Problem Schweller, dass es kratzt. Und natürlich zum Posten. Ich meine, es hat zwar viel Platz grundsätzlich für 2 Personen oder für 1 Person zum Posten, wenn du nicht für eine ganze Familie musst kaufen. Aber ja, es ist, nachdem er neu lackiert worden ist, nachdem Rost gemacht wurde, finde ich es ungeil, dass man dann jeden Tag bei dem Wetter damit fährt. Abgesehen davon ist der Mazda auch nicht so freundlich gegenüber dem Rost, beziehungsweise der Rost nicht freundlich gegen den Mazda. Genau, dann habe ich eben gesagt, du, wenn du irgendetwas Rostarbeit machen musst, könnt ihr mal googlen, wie schnell geht das in den 1000er-Bereich rein. Dann habe ich mir gedacht, ich muss ein Alltagsauto haben. Und ich habe schon gewusst, okay, es wäre gar nicht so teuer, wenn das Alltagsauto teurer ist als der Mazda. Versicherungstechnisch, dann musst du den Mazda nicht zahlen. Auch Straßenverkehrsamt nicht, obwohl Straßenverkehrsamt wäre jetzt nicht so schlimm. Genau, dann habe ich mir eben, wie gesagt, den Opel gekauft. Jetzt haben wir mal gesehen, ich bin da schon am Aufräumen. Habe ich mir jetzt wieder einfach gefunden habe,
Also für 3'100 Franken, du kannst nicht viel falsch machen. Ich kann natürlich schon investieren, ein bisschen ein paar Reparaturen und so, aber es ist ganz human geblieben bis jetzt. Also im Mazda habe ich glaube schon mehr investieren, bin zwar ein bisschen mehr gefahren. Und das ist genau das Problem. Der Audi, der war 2 Jahre lang in der Werkstatt gewesen, oder? Der Audi in dem Zeitpunkt gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen Roadster gekauft, gar keinen Mazda gekauft. Hätte ich dann den Audi als mein Alltagsauto, als mein Bijou und hätte dann den A3 behalten oder sonst irgendein Daily-Auto. Oder, dass ihr könnt verstehen, wenn ich jetzt den Mazda verkaufe. Der Mazda gibt, ich weiß nicht, wie viel das ich investiert habe, aber ja, über 5'000 auf jeden Fall. Ich hätte ja schon 3'000 gekostet, 2'000 investiert, auf jeden Fall. Kommt die niemals mehr zurück über. Und es stört mich nicht, der Mazda. Es ist ein mega schönes Auto, kannst nicht vergleichen mit dem Opel, mit dem Audi. Und er ist mir grundsätzlich gratis, bis auf natürlich Verschleißteile und so. Ja, muss ich ja sonst nicht investieren, wenn ich es nicht will. Und ja, hätte mir der Audi schneller zugekommen, hätte ich böse gesagt, der Mazda gar nicht. Und der Audi, der ist mittlerweile wieder, also das heisst mittlerweile Familienbesitz, erst vorne mir gewesen. Ich musste auf alles aufkommen, aber zum Glück, da bin ich froh, dass wir es jetzt zu dritten haben. Es zahlt jeder etwas dran, wenn Reparaturen ist oder wie auch immer. Ich bin zwar verantwortlich wegen Öl und Wasser schauen und alles, aber das Finanzielle zahlen wir alle zu dritten, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin nie auf den grünen Zweig gekommen. Es ist nach 2 Jahren, also erst 2 Jahre weg gewesen, jetzt ist es nochmal ein Jahr gegangen, bis die Technik gekommen ist. Und es ist um einiges teurer gewesen, als ich erwartet habe, wirklich. Auch wenn es im Kosten vom Mechaniker wahrscheinlich Schnäppchen ist, was er mir gemacht hat und viel Ersparnis. Aber für mich ist es trotzdem noch immer noch viel zu teuer. Ich wäre nie auf den grünen Zweig gekommen mit dem Preis, oder? Genau, also so viel zu dem. Nochmal zum Zusammenfassen. Der Opel ist mein Daily-Auto, weil der Mazda, sonst, ich sage jetzt mal, würde unter dem Arsch wegrusten. Der Mazda zahle ich nur, ich habe jetzt dieses Jahr nur Most zahlen. Ich muss jetzt wieder Anfang der Saison einen Service machen. Aber für den Mazda habe ich nichts gezahlt. Und der Opel ist ein super gutes Daily-Auto. Und der Audi, der Oldtimer, der ist mittlerweile wieder Familienauto, aber wird auch nicht viel gefahren. Also, es wäre blöd, wenn ich den jeden Tag fahre. Es gibt zwar natürlich Leute, die sagen, du, früher bist du den Audi auch jeden Tag gefahren. Ich muss sagen, früher hat es auch mehr Teile gegeben, hat es mehr Ausschlacht Audi gegeben und. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Also eben, der Mazda kostet mich eigentlich nichts. Er kostet mich Service. Er kostet mich, wenn er kaputt ist, etwas. Und wenn ich jetzt, blöd gesagt, aus dem älteren Haus ausziehen und der Platz muss rum, der Audi bleibt safe da. Der Audi, weil es ist ein Familienauto, den nehme ich nicht irgendwo mit und steht dann im Regen raus oder so. Und wenn es wirklich meine Familie den Platz will, obwohl, ich glaube, ganz ehrlich, relativ schmales Auto, ich glaube, ihr seht jetzt den Platz, da kann man gut durchlaufen. Und da ist es gerade mal noch so, ja, ein bisschen mehr, also vielleicht 2 Hände Platz haben da. So viel weiter rechts kannst du nicht. Ja, also wenn es da mehr Platz wollen, dann müsst ihr gar nicht suchen für den Mazda. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist, ja, ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Also der Mazda ist ein bisschen weiter zwischen geschossen worden, weil der Audi zu lang weg war. Aber der Mazda stört in dem Sinne nicht. Und ist kein Auto zum Vergleichen mit allem anderen. Ich habe schon viel überlegt, du weg mit dem, aber es bringt nichts. Du hast dir fehlt dann etwas, weil das kannst du nicht vergleichen. Und finanziell habe ich nicht einen grossen. Das Einzige, wenn ich jetzt den Weg mache, hätte ich vielleicht 3'000 Franken, ja, wo ich jetzt einfach in der Tasche hätte. Aber ich hätte keinen Bonus mehr, ich hätte viel mehr Verlust. Und ja. Ich würde mal sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ein bisschen Gelaber. Und genau, jetzt muss ich da alles aufräumen, noch einen zweiten schwarzen Sack holen und dann kommt das alles weg. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es schönes Wetter ist und es wieder wärmer ist, fahre ich definitiv wieder TÜV. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Obscuro 94. Ciao.